Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil der FC Bayern Reaction. Zu der Vorstellung von Konrad Laimer und Rafael Guerreiro. Also nicht lang schnacken, Rinder, weiter geht's. Teil 2. Dann die vorletzte Reihe bitte, ja, Sat 1. Eine Frage erstmal an Herrn Guerreiro. Sie sind ja zu einem Zeitpunkt gewechselt von Dortmund nach München, nachdem es wahrscheinlich auf jeden Fall eines der spannendsten Bundesliga-Finale war. Vielleicht können Sie noch mal kurz darauf zurückblicken, wie das für Sie damals war und wie sich dann auch entwickelt hat, weil Sie dann hierher gewechselt sind. Wie soll das für ihn gewesen sein? Er wird sich wahnsinnig gefreut haben, dass sie die Meisterschaft am letzten Spieltag verspielt haben, obwohl die ganze Welt davon ausging, dass sie Deutscher Meister wären. Junge, was eine beknackte Frage, Alter. Und eine Frage an Herrn Laimer und Herrn Dresen. Es geht jetzt auch dann bald nach Asien. Und vielleicht können Sie einmal aus Spielersicht und einmal aus verantwortlichen Sicht sagen, wie Sie sich darauf freuen und was Sie dort erwarten. Was ist ja, wenn der Conny sich jetzt nicht darauf freut? Dann darf er nicht antworten, oder was? Er soll ja beantworten, wie er sich darauf freut. Ei. Was war das, Sat 1? Ja, Junge. Note 6, ey. Ja, es stimmt natürlich. Die Meisterschaft letztes Jahr war ziemlich kompliziert, weil wir es eben nicht geschafft haben, den Titel einzufahren. Aber wir hatten natürlich eine riesige Unterstützung von allen Dortmunder Fans. Bis zur letzten Sekunde haben sie uns unterstützt und auch danach. Und natürlich war das irgendwie auch ein bitterer Abschied, aber ich habe bis zur letzten Sekunde alles gegeben und sie haben mir auch bis zum letzten Moment ihre Unterstützung gezeigt. Und ich wusste ja auch nicht, dass du zum FC Bayern gehst, Alter. Hättest du das mal 4 Wochen vorher angekündigt, hätte die Sache anders ausgesehen. Ist einfach nur Liebe bis zum Ende meiner Tage, aber jetzt... Und dann sprichst du kein Wort Deutsch, Alter, wenn du seit 7 Jahren da bist und so eine Liebe empfindest, oder was? Bin ich auf der anderen Seite und ich hoffe natürlich auch noch viel Ruhm hier zu erreichen. Bild. Ich kann gerne anfangen. Ich sage jetzt mal, für mich ist es die erste Asien-Tour. Ich hatte sowas noch nie. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir da sehr, sehr attraktive Testspielgegner, auf die wir uns alle freuen können, wo man eine super Vorbereitung natürlich dann hat und auch alles drumherum. Da mal hinzukommen, dort zu spielen, dort zu trainieren, wird für mich einfach sehr, sehr spannend werden, muss ich mal sagen, das einfach mitzuerleben und ich freue mich drauf. Conny ist schon sympathisch, ne? Die Freude ist bei mir genauso. Ich glaube, das ist immer so ein Stückchen eine zwiegespaltene Situation, diese Auslandsreisen. Auf der einen Seite haben sie natürlich für einen Trainer in der Vorbereitung, insbesondere diese Fernreisen, immer auch eine Downside, weil du musst über die Zeitzonen hinweg, du bist in einem anderen klimatischen Umfeld, und dann ist es in allererster Linie natürlich auch Friendlies dort zu spielen und die Zeit dazwischen zum Trainieren, also wie baue ich meine Mannschaft auf, wie bereite ich sie auf die Saison vor, ist sicherlich... Ist schwierig, ja. Aber aus Marketing-Sicht ja natürlich super. Dann noch jetzt mit dem Kim am Start. Ja, wow. Das burnt. Nicht so ausgeprägt wie jetzt dann hier eben, wo es 6, 7 Tage intensiv... Wenn der noch der Kane dabei wäre, aber nein, der kommt ja erst am 31.8., wenn er denn kommt. Zur Sache geht. Und dieses Jahr haben wir in Tote wahrscheinlich eine vergleichsweise kurze Vorbereitung und deswegen ist das natürlich eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist das Teil unseres Fußballgeschäftes heute. Alle großen Clubs sind international unterwegs. Dieses Jahr wird Dortmund in die USA fliegen. Wir waren dort in den letzten Jahren mehrfach. Deswegen dieses Jahr auch wieder Asien. Das erste Mal seit langer Zeit wieder auch in Japan und dann verbunden mit Singapur. Das sind irgendwo auch Reisen, wo man sich zeigt, wo man ein Stück weit mit der Mannschaft einzahlt auf den Brand, auf das Image und natürlich auch für seine Partner auch zur Verfügung steht. Aber ich finde es gut, dass er das so offen und ehrlich kommuniziert, weil da gibt's ja auch viele, die da so ein bisschen rumeiern. Aber ja, muss man ja auch nicht. Warum auch? So ist das Geschäft halt einfach, ne? Und deswegen ist es irgendwo eine Mixtur zwischen Sport und auch, wenn man das so sagen darf, auch Geschäft. Ja. Und das wird ja in diesem Jahr auch nochmal so die sehr ernsthafte Angelegenheit jetzt hier mit der intensiven Vorbereitung, die die beiden jetzt gerade schon auch erwähnt haben, ja dann nochmal am Wochenende kurz unterbrochen. Wir fahren ja nicht direkt nach Asien, wir haben dann noch die Teampräsentation am Sonntag in der Allianz Arena vorher. Ja, das sollte man sich vielleicht mal schenken, wa? Ansonsten sollte man das vielleicht mal, weiß ich nicht,
auf den letzten Tag des Transfersfenster legen oder zumindest auf den Tag vor dem ersten Bundesligaspieltag oder sowas. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt und Kommentare auch. Da muss einfach mal eine Änderung her. Ich verstehe den Sinn nicht daran, dass ein Transferfenster 4 Wochen, was heißt 4, sind da nur 2 Wochen, glaube ich, ne, nach dem ersten Spieltag. Mitte August ist erster Spieltag. Okay, wenn wir jetzt Dingens-Spiel dabei nehmen, ist es Anfang August das Supercup-Spiel. Auf jeden Fall wäre es da schöner, keine Ahnung, wenn der erste Spieltag losgeht, europamäßig, dann sollte das Transferfenster auch dicht sein. Ja. Hätte man diesen ganzen Heckmeck nicht und man hätte vielleicht mal der ein oder andere Club vielleicht auch mal eine Vorbereitung mit dem Personal, was er wirklich hat. Aber so ist es nicht. Und von daher weiß ich nicht, was so eine Teampräsentation da jetzt Sinn macht. Ich denke, von ein paar Spielern, die da auflaufen, wird der ein oder andere noch gehen und es wird der ein oder andere noch fehlen, der am Anfang der Saison da sein wird. Ich meine, diese Teampräsentation gab es früher auch nicht. Gut, es kommt aus Amerika, da ist das gang und gäbe und so weiter. Alles gut und schön, wer da Bock drauf hat, kann das ja auch machen und sich angucken und so. Aber, wie gesagt, was ist das für eine Teampräsentation? Nehmen wir jetzt mal Harry Kane. Ja, ist dann der Transfer schlechthin und der wird da gar nicht erst vorgestellt. Weil halt noch gar nicht safe ist. Ja? Oder nehmen wir dann so einen Goretzka oder, keine Ahnung, im Zweifel einen Kimmich und die sind dann gar nicht mehr da, wenn der erste Bundesligaspieltag losgeht. Kannst du dir halt schenken, so eine Teampräsentation, meiner Meinung nach. Ja, gekürt von unserem Wembley Revival, auf das ich mich persönlich im Übrigen auch so freue, sehr freue sogar, dass wir am Sonntag in der Arena mit Teilen der alten Mannschaft gegen die Dortmunder spielen, wird bestimmt für alle ein Spaß und wir hoffentlich nehmen es dann auch alle genauso, also nicht so ernsthaft, sondern ein Stückchen wie nur ein großes. Naja, wenn der Robben und der Ribéry dabei sind, kannst du das vergessen mit locker nehmen. Also zumindest beim Robben, Alter, der frisst die Dortmunder auf. Das Klassentreffen, das sich wiederfindet und wir uns gemeinsam feiern können, die Dortmunder und wir uns eben in 10 Jahre Erinnerung. Und am meisten freut mich das. Naja, ob die Dortmunder sich da so toll feiern wollen beim verlorenen Champions League Finale, weiß ich auch nicht. Fühle ich jetzt auch nicht so. I don't know, wenn ich jetzt denke, wir würden jetzt nochmal gegen Manchester ein Revival spielen, wo wir in den letzten 2 Minuten das Champions League Finale verloren haben, glaube ich jetzt nicht, dass das für die alte Mannschaft so eine schöne Erinnerung ist, dass man sich da hinschreiben muss und das Spiel nachspielen muss. Also. Jupp zugesagt hat, der kommt am Sonntag auch. Und dann geht's am Montag los. Ich persönlich bin nicht ganz sicher, ob ich die ganze Zeit dabei sein werde. Was? Hängt von Marco Neppe an, ab, was wir zwischendurch noch so alles Chrissy, ne? Vorsichtig jetzt. Anstellen. Aber wird sicherlich eine spannende Reise. Dann ein französischer Kollege, David Lotterly von RMC Sport. Eine Frage an Herrn Dresen, Entschuldigung für mein Deutsch. Guck mal, der spricht besser Deutsch wie Raphael, Alter. Und der spielt nicht 7 Jahre in der Bundesliga Fußball und lebt 7 Jahre in Deutschland. Junge, macht euch immer Gedanken. Und eine Frage an Raphael danach. Herr Dresen, wir haben beim FC Bayern seit langem eine super Tradition von französischsprachigen Spielern. Ist es auch für Sie, das wäre vielleicht eine Frage für den Trainer, aber ist es auch für Sie wichtig, dass Spieler wie Raphael, die Französisch sprechen, beim FC Bayern zu haben? Et donc, question pour Raphael. Le Bayern a cherché son équilibre. Und die Frage an Raphael. Bayern hat sein Gleichgewicht zwischen Verteidigung und Angriff gesucht. Denkst du, dass du sehr viel Verteidigungsarbeit in dieser Mannschaft leisten werden musst? Ja, klar, das erwarte ich, dass ich viel verteidigen muss. Ich hoffe auch, dass ich mich weiter sehr viel verbessern kann, vor allen Dingen mit der offensiven Qualität, die wir im Training jetzt schon zeigen. Und ich habe natürlich große Gegner schon im Training und das kann mir natürlich nur helfen, meine Verteidigungsarbeit noch weiter zu verbessern. Und dann möchte ich natürlich auch... Da bin ich echt gespannt, wie es der Tuchel da plant, Alter. Weil ihn echt hinten links plant. Und dann vielleicht ein Fonsi weiter vorne oder was? I don't know. Da bin ich sehr gespannt drauf. Meine Offensivqualitäten zeigen, die ein starker Punkt von mir sind. Und so meine Leistung auf den Platz bringen. Die Tatsache, dass wir viel Ballbesitz haben, kommt mir sehr entgegen und erlaubt mir natürlich auch, meine offensiven Qualitäten zu zeigen. Wahrscheinlich noch mehr als meine defensiven. Wir haben ausgezeichnete Erfahrungen gemacht mit französischen Spielern die letzten Jahre. Und erstens mal... Die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, Alter. Ja?
Denk mal allein an Willi und Lisa zurück, Alter. Das ist schon ewig her. Bild. Gut davor, Popon, Lisa. War jetzt nicht so eingeschlagen, aber überlege ich gerade, wer war sonst noch davor? I don't know, aber Lisa und Willi waren ja auch Ikonen, Alter. Einfach Ikonen bei uns. Ja? Wenn man die beiden zurückdenkt. Dann muss ich Sie loben, Sie sprechen ein fantastisches Deutsch. Ja, wollte ich auch Wenn ich gerade jetzt auf sagen. Französisch probieren würde, das würde nicht ansatzweise so gut sich anhören. Ich bin sehr froh Hat wirklich sehr, sehr gut Deutsch gesprochen. darüber, dass Thomas ja auch nicht nur Englisch fließen kann und Deutsch, sondern er spricht hervorragend auch Französisch. Das wird ihm helfen, auch in der Arbeit mit unseren französischen Spielern. Und nicht ohne Grund ist Frankreich in den ganzen letzten Jahren eine der großen Nationen und sehr, sehr erfolgreich gewesen. Man muss aber auch mal gucken, was die auch für Jahr, was da irgendwelche Talente aus dem Boden schießen, oder? In Frankreich. Vielleicht das mal mit Deutschland, Alter. Ja, wir haben mal Musiala ausgegraben, aber ansonsten, ja, du kannst doch den Wirtz dabei nehmen vielleicht. Aber so, dass man jetzt sagt, so jedes Jahr haben wir irgendwie so 3, 4, 5, die das Potenzial haben, durchzugehen und weiß ich nicht. Fühlst du nicht. Wenn du dann guckst, was so ein französischen Spieler in der Bundesliga spielt und was sich da so zeigt, Alter, ist schon krank, ne? gewesen als Nationalmannschaft und wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, den einen oder anderen Nationalspieler die letzten Jahre an den FC Bayern zu binden. Und ich bin sicher, auch in dem jetzigen Kern, den wir wieder haben, und Raphael ergänzt ihn an dieser Stelle wunderbar, Ja, Genstin, ist jetzt auch nicht so richtig. War mit Hernandez, ist ja auch einer weg. werden wir erfolgreich sein. Kommen wir so langsam zum Ende, aber natürlich gibt es noch ein paar Fragen. Ganz hinten Florian Eckel für den Bayerischen Naja, ich habe hier noch 15 Minuten stehen auf Uhr. Rundfunk. An beide Spieler. Sie sind beides Führungsspieler, Topspieler gewesen von 2 Bayern-Verfolgern, kommen jetzt auch zum FC Bayern, die werden noch stärker. Was heißt das für die Bundesliga im Gesamtkontext, jetzt auch europäisch? Ja, als ob die das interessieren würde, Alter, ganz ehrlich. Du kommst zum FC Bayern, um Titel zu gewinnen und ich weiß es nicht. Kannst ja irgendwie einen Verantwortlichen fragen, solche Fragen. Das will ich ja noch verstehen. Aber was soll denn jetzt ein Conny darauf antworten? Was soll er darauf antworten? Bin gespannt. Bayern wahrscheinlich wieder Meister, so wie es aussieht, oder glauben Sie, dass die Konkurrenz aus der Bundesliga aufholen kann? Und vor allem auch, ist die Bundesliga noch in Europa wettbewerbsfähig? An Herrn Dresen hätte ich noch die Frage. What the fuck, Alter? Das ist eine Frage, die ist so Banane. Also das an solche Spieler zu stellen, die gerade dazugekommen sind. Was hat neben Frankfurt, Union Berlin, selbst Freiburg, so, da haben wir keinen Spieler gekauft und ja, ich denke, die waren auch konkurrenzfähig in Europa. Jetzt nicht bis ins Halbfinale oder Finale oder sowas, aber für die Möglichkeiten, die da waren. Und wenn man sieht, wie Leverkusen aufgerüstet hat, ist mit Leverkusen auch wieder zu rechnen. Ja, also immer mal die Kirche im Dorf lassen, Alter. Ja. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was so eine Frage jetzt an Neuzugang beim FC Bayern München soll. Verstehe ich nicht wirklich. Frage, Geduld haben Sie angesprochen. Brauchen Sie wahrscheinlich auch bei Manuel Neuer jetzt. Wie gehen Sie mit der Situation um? Die beiden anderen Torhüter würden gerne weg. Geht man das Risiko ein, lässt sie gehen oder setzt man bis zum Schluss auf die Gefahr, dass man da plötzlich vielleicht mit 4, 5 Torhütern auf dem Hof sitzt? Ja, ganz einfach. Also ich bin jetzt beim FC Bayern und ich will gewinnen. Also das ist mir dann auch egal, mit Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Was? Ich sag ja, was eine hohle wie viel Frage, Punkten ey. Vorsprung oder wie knapp es Ja. am Ende ist, solange dann am Ende Die der Schale richtige hoch Verein jetzt. oben steht und Ja. so einfach ist das und ich bin auch trotzdem sehr zuversichtlich, dass die Bundesliga sehr wettbewerbsfähig in Europa ist. Wie man die letzten Jahre gesehen hat, waren da immer wieder gute Erfolge da und ich bin jetzt hier und ich will hier. Ja, es war jetzt nicht so rosig, aber es war jetzt auch nicht so schlecht, wie es teilweise gemalt wird, oder? Dass man in der Champions League als deutscher Club, mal abgesehen vom FC Bayern, nicht groß mithalten kann, müssen wir uns alle nichts vormachen. Da hast du halt die 5, 6 Vereine. Da musst du schon eine außergewöhnliche Saison mal haben als irgendeine Mannschaft. Aber dass das geht, hat man ja auch an den italienischen Mannschaften gesehen. Auch da hat es ja nicht für ganz großen Wurf gereicht, das ist klar, aber dass es geht,
sieht man ja auch. Hat man auch an Frankfurt gesehen, ja, die letzten Jahre, dass es geht. Also von daher immer mal ruhig. Immer einen Teil beibringen, einfach national wie international einfach so erfolgreich wie möglich zu sein. Ja, für meinen Teil ist das ganz genauso. Wir sind hier, um zu gewinnen, ganz egal, wie viele Punkte am Ende uns von unseren Gegnern trennen. Wir wollen am Ende oben stehen. Klar wird es schwierigere Matches geben als andere und wir werden immer das Beste auf dem Platz geben und das wird uns dann auch zum Titel führen. Und auf europäischer Ebene denke ich, dass die deutschen Vereine ja vielleicht immer etwas weniger Einfluss haben, denn immer noch Einfluss haben, denn sie sind immer noch in den Halbfinals oder Finals, also die sind immer noch relevant, die deutschen Vereine. Ich würde vielleicht, bevor ich auf Ihre Frage gehe, noch ergänzend zu dem, was die beiden gerade gesagt haben, ergänzen wollen. Sehen Sie, wir müssen ja auf uns schauen. Zunächst müssen wir auf uns schauen. Und wenn wir auf uns schauen, dann gilt es darum, die beste Mannschaft hinzustellen, aufzubauen, zu der wir in der Lage sind. Und dann geht es darum, wie der Wettbewerb sich gestaltet. Letztes Jahr haben das, was Sie gerade gesagt haben, am Anfang der Saison auch ganz viele zumindest gesagt. Und dann war es hinten ein absolutes Herzschlagfinale. Insofern werden wir sehen, was die neue Saison bringt. Aber wenn es nach uns geht, stehen wir am Ende der Saison wieder oben. Alles andere würde verwunderlich sein. Und das muss ja unser Ziel sein. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn Conny als auch Rafa genau das so auch sagen. Zu Manuel Neuer. Manuel ist er ist Teil des FC Bayern. Er ist nicht nur verdienter Spieler, er ist ein Weltklasse-Torhüter, hat auf dem höchsten Niveau jahrelang mit die Titel für uns gewonnen und ganz viele Paraden, die uns erst ermöglicht haben, diese Titel zu gewinnen. Und deswegen ist es völlig selbstverständlich, dass wir ganz großes Vertrauen haben und natürlich, wenn Manuel in sich reinhört und uns sagt, passt auf, ich komme zurück und ich will wieder nochmal angreifen und ich will das alte Niveau erreichen, dann wer wären wir, wenn wir nicht dieses Vertrauen in ihn hätten? Das ist vollkommen richtig, aber man muss natürlich auch sehen, 37, was man aktuell so hört, wird's ja zum Saisonstart nichts werden. Sag mal, es läuft wirklich alles gut, dann ist er vielleicht Spieltag 3, 4 dabei oder sowas. Man sagt ja immer so älter man wird, anderthalb Mal so lang wie man weg war, braucht man, um die Topform zu erreichen. Schwierig, dann ist er irgendwann schon 38, muss hoffen, dass in der Zeit jetzt, wo er wieder zur Topform kommt, auch nichts Gravierendes jetzt noch passiert, verletzungsmäßig. Dann hast du vielleicht noch ein gutes Jahr, wenn überhaupt nach so einer Verletzung, dann ist man 39, dann wird's schon schwierig, auch als Torwart. Ja. Klar, ein außergewöhnlicher Torwart, den haben wir am Buffon gesehen, kannst du auch mit 40, 41, will das gar nicht so am Alter festmachen. Aber so eine schwere Verletzung in so einem Alter ist natürlich schon schwierig, ne? Also ist schon ein gewisses Risiko zu sagen, so Manuel Neuer ist unser Torwart, muss man mal ganz klar so sagen, ne? Klar, ich meine, wir haben letzte Saison davon geredet, so Mir-Samir-Gefühl, Blasülz, musste mehr Wert drauf gelegt werden, deswegen kann ich diese Aussagen schon verstehen und auch fühlen. Und das ist auch okay. Allerdings muss man halt auch schauen, dass man halt ein Netz hat, sag ich mal. Ne? Was ist, wenn Manu nicht wiederkommt oder er kommt wieder, aber er kommt nicht mehr an diese Klasse dran, die er hatte, was wir alle nicht hoffen wollen, gar keine Frage. Aber wenn dem so ist, musst du halt irgendwelche Alternativen haben. Klar kannst du sagen, wir können das auch eine Saison mit dem Ulle durchziehen irgendwie. Ja, Sommer wird gehen, wie man gehört hat. Anscheinend scheint er eine Ausstiegsklausel zu haben oder zumindest eine mündliche Absprache. Und Nübel hat ja keinen Bock, das haben wir ja alle gehört. Er hat halt einfach keinen Bock, mit Manuel Neuer im Konkurrenzkampf zu gehen und keinen Bock auf den FC Bayern. Also was willst du mit dem? Bedeutet im Umkehrschluss, du musst noch einen Torwart verpflichten. Ja, im idealerweise irgendeinen Jungen, der Manuel Konkurrenz macht. Aber wir hören mal die Aussagen an, aber was man so hört, oder ist es ja aktuell eher so, dass man voll auf Manu vertraut und ja, dann ist natürlich schwer, irgendwie einen Torwart zu holen und zu sagen, ja, dann setze ich mal hinter Manu 2 Jahre, kannst du ein bisschen was lernen und dann kannst du das Ding übernehmen, ist natürlich schwierig, ne? Natürlich gehört dazu, dass wir unabhängig dessen auch
verantwortungsvoll damit umgehen müssen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, wenn Thomas Tuchel sagt, dass wir eine komplizierte Situation haben, dass wir uns die Zeit nehmen wollen jetzt, heute ist erst der 3. Tag der Vorbereitung, in den nächsten Wochen, wie sich die Dinge entwickeln. Das hat dann auch damit zu tun, dass wir mal womöglich an der einen oder anderen Stelle Alter, der schreit ins Mikro rein, ne? Junge, was ist los? nicht ganz so aufs Gaspedal drückt bei der Zahl der Torhüter, die wir gerade bei uns haben. Aber am Ende, da bin ich sehr zuversichtlich, Manuel ist jetzt im Individualtraining, er wird nach der Asienreise teilintegriert ins Mannschaftstraining, das hat Thomas ja schon gesagt, am Samstag bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Manuel auf altem Niveau sehen werden. Und wir haben gleichzeitig eine Verantwortung gegenüber den anderen und damit werden wir auch entsprechend umgehen. Also es geht nicht darum, anderen ihren Weg zu versperren, aber gemeinsam müssen wir für den Club das Beste finden und das ist dann die Verantwortung, die insbesondere die Clubführung hat und Okay, das hört sich ja so an, als würden sie einen von beiden erstmal irgendwie in der Hinterhand behalten wollen. Ganz ehrlich, fühle ich beim Nübel gar nicht. Sag ich euch, wie es ist. Beim Sommer fühle ich es auch nicht. Sage ich euch auch ganz ehrlich, hat mich letzte Saison nicht wirklich überzeugt. Dann kannst du auch einen Ulle ins Tor stellen. Also von daher, du kannst auch einen Ulle ins Tor stellen anstatt einen Nübel. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Also von daher fühle ich das nicht. Man hat eine Verantwortung, ja. Sollte man vielleicht gucken, dass man irgendwie vielleicht in den eigenen Reihen, wann auch immer, jedes Jahr, hast du wieder gehört, ja, hier super Torwarttalent hoch 10 und ja, dann sollte man da vielleicht mal zusehen, dass man so einen Jungen halt auch mal ranführt, ne? Aber irgendwie klappt das ja auch seit Jahren nicht, da mal irgendwie ein Talent ranzuführen. da möchte ich mich mit einbringen. Dann hier vorne David Fehr für die Bild-Zeitung. Ja, hallo. Rafa hat es etwas einfacher, weil er die 22 ja von seinem Landsmann übernommen hat. Conny, bei dir die 20 von der Nationalmannschaft und die 27 waren belegt. Hast du Jan Sommer ein Angebot gemacht, dass er die 27 hergibt oder wie ist das gelaufen und wie kam es zur 24? Ich habe ihn tatsächlich sogar gefragt, ob er sie abgeben würde. Aber ich war da eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Ich habe mit der 24 in der Jugend immer gespielt, damals noch in Salzburg. Darum war es dann auch schnell, dass die frei war und dann habe ich mich schnell dafür entschieden und bin jetzt happy, dass ich die habe. Und ja, ganz einfach. Wird Stand jetzt nicht mehr getauscht. Weiter geht's in der Mitte. Carrie Howe für Sport 1, bitte. Eine Frage an Herrn Jetzt hat man den Rafa noch antworten lassen, oder nicht? Was ist da los? Dresen. Sie haben eingangs erwähnt, Sie wollen Spieler, die sich 100%ig identifizieren mit dem Club. Sind Sie vor diesem Hintergrund auch vielleicht froh, dass jetzt Lucas Hernandez den Verein verlassen hat? Oder sind Sie auch enttäuscht gewesen von der Art und Weise, wie das dann ablief, nachdem es ja eigentlich hieß, er verlängert seinen Vertrag und dann eben hat er sich nochmal umentschieden und wollte unbedingt nach Paris? Dankeschön. Lucas ist ein Spieler, der oder ich fange mal anders an. Lucas ist als Typ unglaublich gewinnend. Es macht einfach Freude, mit sich zu unterhalten. Lucas hat ganz bodenständige Hobbys. Also wenn ich mich mit Lucas übers Fischen unterhalte, dann lacht einem das Herz. Und genau so jemand ist Lucas. Lucas spielt als Spieler ein risikovolles Spiel und hat die eine oder andere Verletzung wahrscheinlich auch davon getragen, weil er immer Vollgas reingeht und auch an den komischsten Stellen auf dem Spielfeld immer noch Vollgas reingeht. Das ist vom Engagement her fantastisch, aber es ist natürlich auch eine sehr gefährliche Art zu spielen und deswegen hat er natürlich eine Verletzungshistorie, die auch ein Stück weit seine Zeit bei uns geprägt hat. Wir hätten Lucas gerne verlängert, das ist richtig. Wir hatten auch weitgehende Gespräche schon vor den Veränderungen bei uns im Vorstand mit ihm. Hassan hatte gute Gespräche mit ihm. Wir waren noch nicht so weit, dass wir verlängern konnten zu dem Zeitpunkt. Und Lucas hat dann mit den Veränderungen bei uns im Club nochmal sich und seine Situation neu überdacht. Und er wollte noch einmal in ein französisches Team und er wollte noch einmal dort angreifen und deswegen ist er auch mit unseren guten Wünschen gegangen. Und ich kann nur ganz... Naja, er ist auch mit unseren guten Wünschen gegangen, weil er nochmal 50 Mille reingebracht hat, um Kim zu verpflichten, Alter. Persönlich sagen, ich wünsche ihm das Beste. Lukas hat die Zeit, wo er bei uns war, wirklich alles gegeben.
Es war nicht die glücklichste Zeit durch die Verletzung und deswegen glaube ich, ist dieses Ergebnis, wie wir es erzielt haben, für alle Beteiligten das Beste. Dann haben wir noch 3. Sehe ich übrigens auch so mittlerweile, muss ich sagen. Also, ja, wenn du für so einen Spieler mit dieser Verletzungshistorie halt noch die 50 Millionen kriegst oder 45 plus Boni, sei mal dahingestellt, ja, dann ist doch alles gut. Ja. Was hätte uns das gebracht, hätte Luki verlängert und nach 10 Spieltagen wäre er wieder die restliche Saison weg gewesen. Hätte uns auch nichts gebracht. Ja. Von daher, und dann, ja, dann versuchen wir noch ein Jahr später oder noch mal ein Jahr später einen Verein zu finden, der dir noch Geld dafür gibt. Haben wir bei Tolisso gesehen, wie das enden kann. Also von daher, alles gut. Ja, er hat sich bei uns immer reingehauen, wenn er gespielt hat. Ich kann auch dann solche Aussagen nicht verstehen, wie was weiß ich, Söldner oder sonst was. Wie ich gerade schon sagte, Leute, seid doch froh, dass ein Luki noch 50 Millionen mitgebracht hat wieder. Ja, so muss man das doch sehen. Er hätte auch sagen können, ich verlängere nicht, ich sitze das Jahr aus und gehe dann. Haben wir beim Alaba gesehen zum Beispiel. Also, da war ja wohl der Alaba mehr ein Arschloch wie ein Luki, der noch die Ablöse wieder reingebracht hat. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher für mich ist da auch kein böses Blut oder sonst was. Klar, es ist schade, so als Typ, aber wir wissen alle, wie verletzungsanfällig er war. Ja, und von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man dafür jetzt Spieler auf gleichem Niveau hat oder vielleicht besseres Niveau, das werden wir sehen. In der Innenverteidigung zumindestens. Ja, der linke Verteidiger ist uns abgegangen, aber dafür haben wir einen Guerrero da geholt, der diese Position auch spielen kann und von daher alles tutti, würde ich jetzt sagen. 3 Fragestellungen, glaube ich. Mario Krischl für den Kicker, bitte. Und nochmal eine Frage an beide Spieler. Conny, du hast ja im Mai das bestmögliche Bewerbungsschreiben abgegeben in der Allianz Arena, wo du schon wusstest, dass du Bayern-Spieler wirst. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen rekapitulieren, wie speziell dieses Spiel für dich war? Und Rafa, du sprichst ja jetzt hier Französisch. Wie ist es für dich mit der Verständigung auf dem Platz? Verstehst du alles auf Deutsch? Kannst du dich auch auf Deutsch mit deinen Mitspielern unterhalten? Danke. Ich fange an. Ja, ganz einfach. Also es war ein normales Bundesligaspiel. Natürlich wusste ich zu der Zeit, dass ich dann schon nächstes Jahr beim FC Bayern bin, aber ich glaube auch schon wie vorher so ein bisschen angedeutet und beschrieben, bin ich ein Typ, der was immer gewinnen will und natürlich dann auch da, wo ich jetzt bin, sage ich jetzt mal, oder gegen deinen neuen Kollegen will man natürlich auch zeigen, wie gut man dann ist oder wie gut man spielen Das hat er auf jeden Fall gezeigt, würde ich sagen. kann und sonst irgendwas und grundsätzlich Fußballspiel 90 Minuten, man will am Ende einfach gewinnen und so einfach war das. Da war nicht mehr und nicht irgendwie anders, es war nicht irgendwie ein anderes Spiel, sondern es war einfach ein 3-Punkte-Spiel in der Bundesliga, wo ich am Ende gewinnen wollte und das war's. Ja, ich spreche Deutsch, aber nicht perfekt. Mais voilà, après avec la communication avec... Wow! Na, guck mal, ist ja doch was hängen geblieben in Dortmund. Ja, aber die Kommunikation mit den anderen, ich kann Deutsch sprechen, Englisch, Französisch, auch Portugiesisch. Also hier spricht... Vielleicht schämt er sich einfach ein bisschen für sein Deutsch. Gibt's ja auch so Menschen, ne? Vielleicht tun wir ihnen ein bisschen Unrecht, das wir zu sagen, so nach 7 Jahren kann er noch kein Deutsch sprechen. Vielleicht schämt er sich einfach ein bisschen. Ist doch auch okay. Schäme mich auch, wenn ich Englisch sprechen muss. Bin ich auch noch sehr unsicher. Obwohl ich lebe aber auch nicht seit 7 Jahren in England, das muss man fairerweise auch sagen. Aber gut, jeder Typ ist anders, ne? Niemand Portugiesisch, aber jeder versteht mich, ich kann mich verständlich machen. Also da gibt's überhaupt kein Kommunikationsproblem mit meinen Kollegen, auch mit dem Trainer, kein Problem. Es sind jetzt 7 Jahre schon, die ich in Deutschland bin. Die ersten 2 Jahre hatte ich ein paar Probleme, Deutsch zu verstehen, denn wir hatten immer einen Dolmetscher dabei. Aber ich habe mir natürlich dann auch Mühe gegeben, alles zu verstehen. Klar, ich spreche es wesentlich weniger, denn ich kann viel Englisch und Französisch sprechen, aber wenn ich kann und wenn ich muss, dann spreche ich auch Deutsch. Dann die einzige weibliche Ja, dann wäre es vielleicht mal schön gewesen zu sagen, du musst jetzt hier mal Deutsch sprechen. Stimme hier in unserer Runde, bitteschön. Ja, eine Frage an die Spieler. Jetzt seid ihr ja beide nicht gebürtig aus Bayern. Worauf Naja, der Conny ist ja schon nah dran. freut ihr euch denn jetzt hier in Bayern? Und Rafa, an dich, hast du auch ein bayerisches Wort, was du sagen kannst? Und Konrad, was ist dein Grüß Gott. Lieblingsbayerisches Wort?
Ja, ich kenne ein Wort. Da habe ich ein Video gemacht, bevor ich meinen Vertrag unterzeichnet habe. Man hat mir hier einige bayerische Wörter beigebracht, aber ich muss zugeben, die habe ich schon wieder vergessen. Es ist sehr, sehr schwierig, mich daran zu erinnern. Es war schon schwierig, Deutsch zu lernen und jetzt noch bayerisch obendrauf. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber es stimmt, ich werde mich da anstrengen, noch ein paar Wörter zu lernen. Ja, bei mir, sage ich jetzt mal, ich glaube, ich verstehe so einiges auf Bayerisch. Ich weiß jetzt nicht, wie tief das da gehen kann oder nicht, weil ich bin ja nicht so weit weg geboren in Salzburg. Darum glaube ich, ist das da von der Sprache nicht so schwierig zum Verstehen, wie schon am Anfang ein bisschen angedeutet. Ob ich jetzt da wirklich ein Lieblingswort habe, könnt ihr jetzt keins rausfinden, aber ich glaube, ich freue mich generell hier einfach in München alles drumherum zu erleben können und ich fühle mich bis jetzt sehr wohl und ja. Dankeschön schon mal, aber eine Frage noch zum Schluss, Torben Hoffmann. Herr Dresen, Sie waren in London mit Marco Neppe, haben sich mit Daniel Levy getroffen, ohne jetzt da komplett ins Detail zu gehen. Wie würden Sie da die Gesprächsatmosphäre beschreiben und vielleicht nochmal über Spieler zu sprechen, die noch unter Vertrag sind beim FC Bayern? Wie groß ist bei Ihnen die Zuversicht? Vielleicht können Sie es prozentual auch irgendwo einschätzen, dass Leon Goretzka und Sadio Mané in der kommenden Saison na klar, wie ich das jetzt Thomas Tuchel prozentual einschätzen, oder? Relativ stringent zugeäußert. Danke. Meine Erfahrung, und zwar nicht nur im Fußballgeschäft, sondern grundsätzlich hier im Leben, ist, dass wenn man freundlich miteinander umgeht, dass man am besten zu Ergebnissen kommt. Das beschreibt, glaube ich, die Reise am besten. Und zu unserem aktuellen Kader, ja, Thomas hat sich ja da geäußert. Ich glaube, wichtig ist dann erstmal, und das ist auch die Verantwortung für das Team, beide sind aktuell Spieler vom FC Bayern München. Und es gebührt der Respekt und die Wertschätzung, dass wir so auch miteinander umgehen. Und Thomas hat richtigerweise gesagt, heute kann keiner sagen, wie am 1.9. exakt der Kader ausschaut. Und an dieser Stelle würde ich es damit auch bewenden lassen, weil ich glaube, der Leon hat keine einfache vergangene Saison gehabt, insbesondere zum Ende hin. Da ist er selber nicht mit zufrieden. Gleichzeitig ist Leon deutscher Nationalspieler, hat schon ganz viele tolle Spiele für uns gemacht. Wenn er nicht verletzt ist, sondern in Form, dann ist er ein unglaublich wertvoller Spieler im Mittelfeld. Und ja, klar, Thomas hat gesagt, und Sie haben ja gerade auch schon den Conny in der Richtung befragt, klar, wir haben im Mittelfeld durchaus Konkurrenz. Das ist aber ja auf der anderen Seite auch gut. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und naja, Konkurrenz hatten wir letztes Jahr auch, aber die Konkurrenz wird dann entweder weggeschickt nach Manchester United und die andere Konkurrenz wurde auf eine Bank vergammeln lassen und es wurde gesagt, die beiden spielen immer. Also von daher muss man dann die Konkurrenzsituation auch durchziehen. Ja? Dann hätte man vielleicht auch andere Leistungen beim Kimmich oder beim Goretzka gesehen. So, aber wenn du weißt, ja, ich spiele immer, dann ist es auch wurscht. Ja, gut, dann so die letzten 3 Spieltage wurde dann mal ein Gravenberch gebracht für den Goretzka. Wow. Ja, also von daher, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen Leon. Ne? Hat eine starke Saison mal gespielt mit dem Kimmich zusammen. Ich mag ihn auch von der Spielweise her, aber was letzte Saison war halt gar nichts, Alter. Ja, und das war absolut enttäuschend und noch nicht mal die Leistung und sowas, kann man ja immer drüber hinwegsehen, haben wir ja auch schon gesagt, auch in den Saisonanalysen dann. Aber diese Art und Weise einfach, ja. Und sich dann jetzt da hinzustellen und zu sagen, ja, ich gehe auf keinen Fall weg. Ich glaube, die werden sich umgucken. Ja, und deswegen ist auch gut, dass ein Tuchel das so klar kommuniziert und dass ein Tuchel das auch so klar auf dem Trainingsplatz kommuniziert. Ich glaube nicht, dass nochmal so eine Chose kommt, wie Goretzka und Kimmich spielen immer. Ja, wenn die keine Leistung bringen, dann ist vorbei. Ja, ich glaube, dass ein Tuchel da jetzt zur neuen Saison schon eine andere Gangart am Tag legt, wie es da letzte Saison da die Meisterschaft so zurechtgeeiert hat. Ja. Da können wir fest von ausgehen, dass es jetzt zum Start auf jeden Fall mehr nach Leistung geht. Und wenn der Goretzka seine Leistung wieder bringt, so wie er sie gebracht hat, wo er in Topform war, ja, dann ist er natürlich ein Mehrwert für diese Mannschaft. Ja, aber da muss man auch mal sehen, dass man ihm einen Konkurrent zum Kimmich stellt und nicht sagt, ja, ein Kimmich spielt immer, egal wer's, und alle anderen 4 kämpfen um einen Platz. Das geht dann halt auch nicht. Ne? Von daher mal abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Ich gehe davon aus, dass noch 1-2 Spieler auf dieser Position wechseln werden. Ja. Klar, es ist dann auch ein Risiko. Leimer ist auch verletzungsanfällig.
Ja, es wird interessant bleiben, Leute. Es wird interessant bleiben. Ich denke, ein Sabitzer wird auf jeden Fall gehen. Und ich denke, entweder wird ein Grafenberg oder ein Goretzka gehen. Mein Bauchgefühl sagt eher, dass ein Grafenberg gehen wird. Ob jetzt ausgeliehen oder mit einer Rückkaufoption. Ich denke, ein Goretzka wird eher bleiben. Zusammen mit dem Kimmich und dem Leimer. Weiter hast dann noch ein Guerrero, der zur Not da spielen kann. Ja, aber vielleicht verpflichten wir doch noch einen Sechser. Ja, wer weiß. Abwarten und Tee trinken, mehr können wir nicht. Sind alles nur Mutmaßungen, die ich hier anstelle. Ja, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Ja, darum geht's ja gerade aktuell in der Vorbereitung. Von daher kann es für den Club nur gut sein, weil jeder, der da spielen will, muss sich anstrengen. Und Ähnliches gilt Ja, das hätten wir aber letzte Saison gerne gesehen, Alter. für Sadio Mané. Sadio, großer Spieler, Afrikaner. Ganz ehrlich, ich glaube, Mané würde auch definitiv bessere Leistung bringen in der kommenden Saison. Das Problem, was ich da sehe, ist eher erstmal das Gehalt, was er bekommt. Ja, ich denke, da ist so ein gewisser Neidfaktor bei dem einen oder anderen Spieler schon da. Wenn man das so dann die Zahlen und die Leistung ins Verhältnis setzt. Man muss klar sehen, der kam auch aus einer langen Verletzung dann Mané, hatte viele Eingewöhnungsprobleme, lag dann aber auch daran, dass das dann in der Phase ist, wo es nicht gelaufen ist und so weiter und so fort. Ich denke, mit dem richtigen Neuner wird ein Sadio auch nochmal ganz anders auftreten. Und ich glaube nicht, dass er sich hinter einem Gnabry oder Sané verstecken müsste. Ja, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Aber aktuell ist es ja wohl eher so, dass man nicht auf ihn setzt, was sehr wahrscheinlich einzig und allein daran liegt, dass er 20 Millionen plus verdient. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und du kannst ja nicht unendlich Gehälter zahlen. Wenn du jetzt einen Harry Kane verpflichten möchtest, der wird auch nicht weniger verdienen wollen. Ja, oder wird auch nicht weniger verdienen. Da hast du noch Thomas Müller da rum als Teilzeitkraft nächste Saison rumrennen, der genauso viel verdient. Ja, dann hast du noch Manuel Neuer, der auch in diese Kerbe schlägt. Schwierig alles, ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Von daher, ja. Ich bin sehr gespannt, aber natürlich ist Mané ein Spieler, wo Interesse da ist aus Saudi-Arabien. Von daher kann es sehr gut sein, dass er da dem sportlichen Ehrgeiz widerspricht und die Kohle nimmt und wir ein bisschen Geld dafür bekommen und das Missverständnis dann damit ungeschehen ist. Mag so sein. Ich persönlich denke, er wird auf jeden Fall ja auch eine andere Leistung haben, anderes Leistungsniveau haben bei uns. Ja. Die Frage ist halt, ob er in der Mannschaft so aufgenommen wird, wie es nötig wäre dann. Ja, oder ob da zu viel schon verscherzt wurde, auch mit der Schelle gegen Sané dann. Auf der anderen Seite, wenn man noch 2, 3, Kim kommt noch neu dabei, dann vielleicht noch 1, 2 mit Harry Kane. Wenn du dann noch einen Leimer dabei nimmst, vielleicht der in der Mitte Stammkraft wird, weiß man nicht. Aber dann hättest du schon mal 3 neue in der Startformation. Wenn du dann vielleicht noch einen 4. in der Startformation hast, ja, ist das natürlich auch wieder ein ganz anderes Mannschaftsgefüge und dann könnte man auch einen Mané vielleicht noch mal ein bisschen mit reinbringen. Also ausgeschlossen wäre das nicht, dass er bei uns zündet nächste Saison. Aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich auch als sehr hoch an, dass er wechseln wird, einfach weil da das Interesse da ist. Ja, es ist ja noch kein Scheich gekommen und hat gesagt, ja, ich gebe euch 50 Millionen für den Sané oder ich gebe euch 50 Millionen für Gnabry. Ich denke, auch dann wären wir definitiv gesprächsbereit. nur die kommen halt nicht. Ja, das ist so der Unterschied. Afrikanischer Fußballer des Jahres mit ganz viel Meriten zu uns gekommen, auch keine einfache Saison gehabt. Thomas hat zu Recht gesagt, wir haben 2 andere Topspieler auf der Position und deswegen ist der Konkurrenzkampf groß und wir werden dann eben sehen, Ende August, wie wir weitermachen. Dann herzlichen Dank für die schöne Runde. Danke fürs Kommen. Wir machen wie immer ein Schlussfoto. Noch einmal das Trikot mit der Nummer bitte von den jeweiligen. Ja, das Trikot ist auf jeden Fall hundertmal schöner wie das Trainingsshirt, Alter. Im Bild bitte schön. Junge, Aufstehen, Junge. genau. Wow, was ein Schlussfoto, Leute. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, von der Pressekonferenz nach dem Kommentar, der da drin stand. War jetzt nicht so uninteressant, aber ja, so wie man den Conny eingeschätzt hat, hat er auch geantwortet. Ich denke, da könnte die große Überraschung werden bei uns. Bin sehr gespannt.
kein Tuchel-Wunschtransfer, aber vielleicht ist Tuchel mit ihm warm geworden. Das werden wir wohl die kommenden Wochen sehen oder nicht. Ja, dass wir an Harry Kane dran sind, ich denke, das ist nicht mehr abstreitbar. Da geht's halt einzig und allein um den Dickkopf eines Verantwortlichen bei Tottenham und wie weit wir die Schatulle aufmachen. Da hat der Uli uns einen Bärendienst erwiesen, dass wir sie auf jeden Fall weiter aufmachen müssen. Dass wir an Kyle Walker interessiert sind, ich denke, das ist auch klar und dass der Transfer sehr wahrscheinlich auch über die Bühne gehen wird. Ja, ansonsten wird noch eine Baustelle maximal ein Sechser sein. Die Baustelle hat ja Uli so ein bisschen geschlossen mit der Aussage. Muss man mal abwarten, inwiefern das so ist. Ich denke, sollte ein Angebot für einen Goretzka kommen und der möchte gerne wechseln, sollte ein Angebot für einen Sabitzer, Gravenberch kommen und die wollen gerne wechseln, denke ich, wird man diesen 3 Spielern noch keine Steine in den Weg legen und würde wahrscheinlich noch einen Sechser verpflichten. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, es kann noch viel passieren in unserem Kader. Es kann aber auch einfach gar nichts mehr groß passieren, abgesehen von Harry Kane und Walker. Ja, wobei die beiden natürlich auch absolut noch nicht safe sind, muss man ja auch ganz klar sagen. Ich denke, ja, Kim nehme ich mal jetzt schon dabei, das Ding sollte durch sein, die nächsten Tage, ja. Ja, und dann bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich denke, es muss jetzt halt erst was eingenommen werden, bevor irgendwas Neues geholt wird. Wenn Mané geht, ja, ich denke, das wäre dann ich denke, sind so die Millionen, auf die man schielt, um zu sagen bei Harry Kane, ach komm hier, du kriegst die 10 Millionen doch mehr und wir machen das dieses Jahr klar. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gerade da so ein bisschen mit zusammenhängt und dass man deswegen da auch mehr bereit ist zu sagen, wir geben ihm ab und deswegen auch gerade jetzt, wie zu lesen war, ja, man den Preis ja wieder so ein bisschen angehoben hat, ne, dass man jetzt sagt, ja, wir würden schon so 30, 35, ich meine, die Clubs in Saudi-Arabien, machen wir uns nichts vor, ob die uns jetzt 20 Millionen zahlen oder 40 Millionen, interessiert die nicht wirklich. Da geht's eher darum, ob Mané Bock hat, da irgendwo hinzugehen. Und wenn dem so ist, denke ich schon, da rechnet man sich aus, ja, dann nehmen wir da nochmal ein paar extra Mille mit, die wir dann nach Tottenham weiterleiten, um Harry Kane zu holen. Ich denke mal, so ist da so ein bisschen der Gedankengang, was man irgendwo auch verstehen kann. Ja, und ansonsten, wie ich schon sagte, wird sehr interessant zu sehen sein, ob noch Interessenten auftauchen für den einen oder anderen Spieler. Und ich denke, der eine oder andere Spieler wird noch gehen. Ich glaube nicht, dass wir 5 Spieler für 2 Positionen brauchen werden, auf der 6 und der 8. Ich denke, ein Spieler wird da auf jeden Fall noch gehen. Ansonsten, keine Ahnung, wenn ein Sabitzer geht und man sagt, ein Gravenberch leiht man ein Jahr aus oder sowas, warum nicht? Ja, dann hast du 3 Spieler für 2 Positionen, hast zur Not noch einen Guerrero, der auch die Position spielen kann. Ja, ich denke, das wäre doch ganz okay. Und ansonsten, Thema Talente, sollte man halt mal anfangen, dann vielleicht auch mal Talente an 3., 4. Position heranzuführen. Ja. Was man die letzten Jahre leider, mal abgesehen von Musiala, komplett ignoriert hat. Ja, ich denke, dass genug Talente da sind bei uns, da waren. Ja, ich hoffe einfach, da wird man ein bisschen schlauer werden jetzt in der Zukunft. Auch was ein Tell betrifft. Ja, ich denke, wenn er nicht ausgeliehen werden möchte, was man auch verstehen kann, wenn er einen Konkurrenzkampf annehmen möchte, ja, warum Tell nicht auch als Außenstürmer bringen? Ich denke, auch das kann er spielen. Hat er ja auch schon ein bisschen angedeutet. Ja, es wird interessant zu sehen sein. Wir werden genug Spekulation noch haben bis zum 1.9., auch während der laufenden Saison noch. Und die ersten Testspiele fangen ja auch an. Ich glaube, jetzt gerade läuft schon ein Testspiel, was uns aber nicht wirklich interessiert, gegen Rotbach oder sowas. Aber dann ist ja schon bald das Spiel gegen Monaco in Unterhaching. Und dann das Supercup-Spiel. Auf der Asienreise haben wir ja auch irgendwie 2, 3 Testspiele, Man City und so weiter, wo man die Testspiele dann nicht wirklich beurteilen kann. Wenn ich sie sehen kann irgendwie, ja, dann gucke ich sie mir natürlich an und werde dann natürlich auch ein kleines Video zu machen, aber da muss man immer auf dem Boden bleiben. Hat der Tuchel auch schon gesagt, wir werden dann sehr wahrscheinlich eine Halbzeit mit den Spielern spielen, andere Halbzeit mit den Spielern. Da geht es eher darum, eine Vorbereitung da hinten zu machen. Ja, gut. Das als kleine Info, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.